1909 in einem Brief an den armenischen Katholikos in Etchmiadzin geschrieben: Mein Wunsch ist, dass die Jesiden immer der armenischen Kirche dienen mögen, wie dem eigenen Gotteshaus. (1992) wurden von den Jesiden 3 Personen als Nationalhelden der Jesiden ausgezeichnet. Wasgen I., der Katholikus der armenisch-apostolischen Kirche, war wegen seiner Toleranz einer von ihnen. Ein anderer war Aziz Amar, Präsident der Jesidischen Nationalunion. Die 3. Auszeichnung bekam der Sohn Scheich Rustams, der nach Russland ging und als Wirtschaftsberater der russischen Regierung tätig ist. Noch sind die Enkelkinder Scheich Rustams bei ihm. Werden sie aber, so wie bei ihrer Taufe von den Eltern gewünscht, ihr Leben der Tradition gemäß führen? Die von den Jesiden als Taufe bezeichneten Rituale dürfen ebenfalls von Andersgläubigen eigentlich nicht beobachtet werden. Zunächst kommt, wie bei allen Ritualen, eine Opferzeremonie, die mit Gebet und anschließender Beschenkung der Priester beginnt. Der Scheich, in dessen Haus die Aufnahme der Kinder in die Gemeinschaft stattfindet, führt die Zeremonie durch. Er ist der eigentliche Taufpate. Die Zeremonie geht mit dem unter Decken versteckten heiligen Kultgegenstand weiter. Das Mysterium ist eine Metallschale, die Gebete in arabischer Schrift trägt und Ringe enthält. Eine jesidische Taufe sollte eigentlich nur im heiligen Lalish stattfinden. Dort würde das Kind in eine Wasserquelle in der Nähe des Heiligtums getaucht, die von Jesiden die Weiße Quelle genannt wird. Dieses Ritual erinnert an die christlichen Einflüsse im Glauben. Hier in Armenien aber wird die jesidische Taufe mit einem Haarschnitt vollbracht. Das Haar ist das Wertvollste am Körper eines Jesiden. Als Zeichen der höchsten Liebe zu ihren verstorbenen Männern legen ihre Witwen auch manchmal Haare ins Grab. Der Scheich gratuliert allen, die ihm mit Spenden danken. Er muss die Haare aufbewahren. Zum Schluss der Zeremonie kommt das Schaffleisch, fertig zubereitet, auf den Tisch. Die Jesiden glauben, dass ein Kind erwachsen ist, wenn es einen Stock in der Hand halten kann. Als Viehzüchter verbinden sie das Erwachsenwerden mit der Fähigkeit, ein Hirte sein zu können. Für die Kinder von Scheich Hassan, die in Jerewan in die Schule gehen, ist der Ausflug in die Tradition ein Anlass, ihre jesidische Tracht anzuziehen. Das Auftauchen von Blue Jeans hat eine jahrhundertelange Tradition verschwinden lassen. Die blaue Farbe war bei den Jesiden verpönt, denn die Feinde der Jesiden, so die Legende, haben nach ihrer durch Jesid erlittenen Niederlage in blauen Kleidern getrauert. Und seither verwenden die Jesiden für Blau und Trauer ein und dasselbe Wort. Eine Dorfschule. Der Lehrer ist eigentlich Jurist, hat aber die weitaus bessere Versorgung im Dorf den Berufschancen der Stadt vorgezogen.
Hier erhalten die Kinder, auch die der nahegelegenen Dörfer, neben dem regulären Unterricht in Armenisch auch jesidischen Religions- und Geschichtsunterricht in Form von Erzählungen. Der Lehrer leitet auch einen Kulturverein und eine Tanzgruppe. Bei festlichen Anlässen, wenn es ein Schaf zu schlachten gilt, haben auch die Männer ausnahmsweise etwas mit der Zubereitung der Speisen zu tun. Ihre Arbeit besteht im Schlachten des Schafes und im Würzen des Fleisches. Für alles andere sind sie nicht zuständig. Die Jesiden essen kein Schweinefleisch. Gegrillt wird auf einem kreisförmigen, bis zu 1 Meter tiefen Kachelofen. Während der Feiern speisen Frauen und Männer getrennt. Alkoholgenuss ist den Jesiden gestattet. Scheich Hassan lobt die lange und ruhmreiche Geschichte der Familie des Ahmad Agha, dessen Großvater zum Beispiel im Parlament der ersten freien armenischen Republik vor der kommunistischen Ära die Jesiden vertreten hat. Die Gläser werden zu Ehren des Oberhauptes der Sippe gehoben. Jeder wisse, dass das Leben hart und das Wetter nicht immer so schön wie heute sei. Das Ergebnis der Arbeit seiner Familie, hunderte Schafe zu besitzen, sei sehr lobenswert. Sein weiteres Leben solle von Gesundheit und Glück begleitet sein. Ahmad Agha dankt Malak Tabus und entschuldigt sich, dass er wegen des Todes seines jungen Verwandten nicht sehr fröhlich gestimmt sei. Nicht alle jungen Männer entscheiden sich für ein Leben als Viehzüchter. Manche helfen ihrer Familie nur während des Sommers auf der Alm. Aber wegen der Energiekrise Armeniens und des dadurch erzwungenen Stillstands der meisten Betriebe hat die Abwanderung in andere Berufe vorübergehend stark nachgelassen. Die Täler des Gerama-Gebirges bieten den Herden reiches Weideland und die Wasserreste der Wintergletscher. Der Sommer ist vorbei. In den nächsten 2 Wochen müssen die Schafherden in die Dörfer gebracht werden. Die Jesiden werden die Bergtäler verlassen. Die Berge waren für sie immer das Zuhause. In Kurdistan gruben sie sich meist nahe der Zeltlager Häuser in den Boden, in denen sie überwinterten. Nicht nur Männer arbeiten als Hirten. Für das Trinkwasser, das aus den Quellen der umliegenden Täler stammt, sorgen allerdings nur die Mädchen und Frauen. Frauen sind im Gegensatz zu Männern von keiner Arbeit ausgeschlossen. Eheschließung mit Angehörigen fremder Völker ist verboten. Wer diese Regel bricht, gilt nicht mehr als Jeside. Scheich Hassan sagt, dass kein Armenier eine jesidische Frau heiratet und das sei für das Überleben des Volkes gut. Während der Ehe wird von einer Frau Bescheid